Goedemorgen. Nog God zijn vrede en zijn genoeg met ons allen zijn van de waren. En we ons neerlaten en God zijn woord, dan hebben we immer waren wat fijn, wat ons anschiet, wat ons aanspornt, en wat ons zijn en dat. En dat is voor mij immer waren een vrede. Wanneer we denken aan messages en een einzige gelegenheid wat met te delen, dan messages komen uit verschillende wegen, waar die dan uitkomen. Bij een business treft einer veel mensen en einer hoort veel van wat ze reden en einer denkt over dingen na en dan op einmal dan komt einer op een point en voelt dat we een zegen zijn. En veelmaals is dat voor mijzelf een zegen en dan geloof ik wat dat voor anderen ook zijn en ik wens ook dat weer. We alle gaan hier door dit leven met onze gedanken, wat we ons aangewand hebben, wat we ons, waar we ben bekend zijn. En de meeste van ons mensen, we worden geloven dat zoals we denken en zoals we handelen, we zijn rijk. Because we doen dat zo en we geloven dan ook dat het rijk is, we dat doen. We doen dat vielleicht anders als andere mensen en we worden alle Ursachen finden an zelfs en reich worden, zoals ik dat doe, zoals het zal zijn en wat anderen doen, die worden vielleicht nog kennen wat leren. En mijn wens en gebed is van jou dat deze message wat kan ons aan God zijn woord aanwijzen. Waar immer wir uns angewöhnt haben zu denken, oder wo immer wir lernen, oder whatever wir sein, die Kinder, Großkinder, dat wat een klare grond van God zijn woord haben. En immer ware kunnen we teruggaan en onszelf dan te zijn krijgen dat hier kan ik improven, oder dit soll ich überhaupt ganz ändern, oder wenn ich das nicht verändern, das wird mir ein Schaden sein, oder wird mir ein Hindernis sein in meinem Leben, in der Länge ran. Und so möchte das kann Gott zu ihr sein und uns zum Sehen sein. Bei euch werden wir gehen, wir uns heute nein zum Beten. Vater im Himmel, wir kommen für dich, befehlen uns die an. Wir sind dankbar, dass wir Offenbarung gekriegt haben von deinem Wort, dat ons gezegend heeft, dat ons gestraft heeft en dat ons begeleid heeft voor wat hier. We vragen ook dat wieder in ons leven, waar we Entscheidungen treffen, waar we ons betrachten doen, dat we worden kunnen immer weer die woord als de Lehrer in ons leven hebben. Voor en wat immer we doen, dat het wat kan en zegen zijn voor die ons beobachten, die ons betrachten. En voor dit woord wat we hier nu lezen, zeggen dat te ons in Jezus zijn naam. Amen. Zoals ik al zei, we alle hebben onze gedanken een ter de andere weg. Mij gaat van de Psalm 143 met aan te vangen. En dus some gedanken terugnemen en dan waar we weer naar de boodschap dalen, naar dankbaarheid draaien. Maar hier is David, probably auch nicht mehr ganz jung, als das Psalm geschrieben hat. Und als ich das so überlassen, wenn nur denke, dann stimmt mir die Frau ab. Und was von der Lehre wird David aus dem Psalm 143 geschrieben hat? Irgendwie ein Gedanke. Was von der Lehre wird David aus dem Psalm 143 geschrieben hat? Wenn wir den mal lesen, und mal sagen, als wir das hören können. Hij wie eine schlimme Lehre, als hij das schreiben oder geben, als hij diesen geschrieben hat. Aber hij fängt es dit an. O Herr, hier mein Gebet, horch, wo ich am Gnade bete. Willst du wahrhaftig und gerecht bist, antwort mir. Go mit deinen Knechten nicht in das Gerecht willst, für die ist kein Leben ja gerecht. Er sagt, dass Gott hier mein Gebet, aber go nicht in Gerecht, so ist das Leo nu Krieg ist. Because für Gott ist keiner reich. Wir alle sind kort gekommen für Gott. Keiner kann sich puchen und sagen,
dass ich het immer alle recht gemerkt für Gott. David sagt, keiner ist für Gott gerecht. Der Feind verfolgt meine Seele. Und das macht mich denken. Het sagt nicht, dass der Feind seinen Körper verfolgt, aber er sagt, dass der Feind verfolgt seine Seele und hat mein Leben an die Erde gekleint. Er macht mich in düsteren Zeiten so aus die al lang dood sind. Deswegen ist mein Jes ganz schwach und mein Hart mautlos. Mein Hart ist mautlos. Mein Jes ist schwach, so ist die Situation nu ist. Er geht wieder in Vers 5 und sagt, ich denke noch an die alten Tiden. Ich denke über all die Werke nur, die Handwerk verricht haben. Ich streck meine Hänge uit nur die, meine Seil darst nur die, zoals een uitgedreht Land. Herr, geef mir bald eine Antwort. Mein Geist hat alle Hoffnung verloren. Verstärkt die nicht für mich, dass ich nicht mit der Tod getaubt zu leben komme. Laat mich Samarias hören, wo treu ich leiftullig du bist, wils ich verlaat mich auf die. Wies mir den Weg, den ich gehen soll, wils meine Seele verlangt nur die. O mein Herr, rat mich von meinen Feinden, und die habe ich meine Sicherheit. Und die sind, een andere Weg kann ich sagen, und die sind ich sicher. Vers 10. Leer mir den Willen zu tun, willst du bist mein Gott. Mocht den Gode Jes mir auf einen gelickten Weg leiden. O Herr, an den Namen sind Hoven, bewahr mein Leben, in deine Gerechtigkeit halt mich. Und an deine Gerechtigkeit halt mich uit den Trouble zu kommen. En deine Treuheit geleid, vernicht meine Feinde. En bring die alle an, die meine Seele quälen, wils ich sie den Knecht. Er sagt, ich bin den Knecht, du wein, Gott, erhör mein Gebet. Das wie aus Absalom jen sein Führer ging. Das ist, wann David das Psalm geschrieben hat. Er wisst, sein einer Sehen kam jen an. Und in Vers 2 los wir, dass für Gott ist keiner gerecht. David, der stellt sich durch an, und ich weiß nicht, was er in der Zeit alles gedacht hat, oder was er alles getan hat. Aber es kann sicherlich sein, dass er eben nur gedacht, wo er seine Familie abgetragen hat. Was er mit seiner Familie getan hat, was er seine Familie gelehrt hat. Because nu wir sie einer sehen, was am im Leben steht. Hat er was gemisst? Oder hat er nicht? Aber er pracht Gott. Und er sagt, das ist nicht bloß, was mein Körper alle angeht, aber dass wir alle haben es aus Jerusalem rücktragen in der Wildnis, aber starten ab und durch warten, sein wird was geben. Er sagt, das gibt seine Seele an. Er sagt nicht eingesteht, dass das sein Körper angegriffen hat, das hat seine Seele angegriffen. Und ich glaube, dort ist, wo wir was von lernen können, dass David bekickt das Bild von dem Standpunkt aus, dass ich hier Gott, wie es dort sagt in der 12. Vers, lass sein, will ich sie den Knecht, oh Gott. Und so du weißt, Gott, was immer du fähig ist, wies mich, leid mich ab in glicken Stich, so es verstehen sei, dass ich kann Dinge tragstellen, oder was immer ich im Sinn gehört habe. Und so dort ist es mein Verlangen, dass wir können den Weg nennen, dass Gott, was ist fähig in uns Leben, wenn Dinge nicht ablehnen, oder wenn Dinge nicht recht schaffen. David nannte das hier nicht ab, dass sein Sehen jeden ankommt. Er nannte das nicht ab, wo Menschen jeden ankommen. Aber er sagt, dass die Feinde kommen jeden seine Säule in der Hand am Säuerbetrieb. Eine Geschichte, was ich los von einem Mann, ich dachte, passt hier Fan B, wenn wir denken an ein dankbares Leben.
Du hast so eine Kraftbahn, wenn wir dankbar sind und wenn wir undankbar sind, ist auch eine große Kraftbahn. Und wir wollen uns im Basketball in der dankbaren Seite nennen von hier wieder. Und diese Geschichte passiert in der Anfangs 19. Jahrhundert in Chicago auf Gas. Da hier in Plitz, der lange Gas, und sitte dort, da steht ein Mann an der Kant weg, es ist nur ein Gebiet gedreht. Und de blijft er bloß stehen, hat sich ein Metz aufgenommen, ein Hut aufgenommen, ein steht da. Er geht nur dran und sitzt dort, er hat sogar seine Augen tau. Dann redet er ihn an, hey, wat bist betrunken? Wat ist hier? Bist krank? Woher stehst du hier so steht? Dann sagt der Mann, ich bin Billy. Und das sind ein paar Jahre drei, als ich in das Gebiet war. Dat is een missionshuis door. Dan heb ik den Herrn doorgevangen. En jedes Mal, wenn ich dieses Gas gehe, dann will ich da nicht vorbeigehen, anders als ich Gott noch danken für das, was er für mich getan hat. Dat ich könnte mein Leben ändern, dass es mir so viel wird, und ich will diese Gas nicht vorbeigehen, ehe ich wenigstens Gott gedankt habe für meine Radung. Dann sagt der Polizmann zu ihm, ich habe von dir gehört und ich freue mich für deine Ändernis und ich will nur sagen, dass du hier warst friedlich, in Frieden gelassen wirst. Bet wieder, bet für mich. Ich habe von dir gehört, du hast eine Ändernis passiert und das ist das wird, dass du dafür danken darfst. So, als ich diese Geschichte lesen und dass ich mich selbst mal ein bisschen de lijn kijken. Ich tal me so, dat ich habe auch uit het leven gekregen. Ik ben geraad. Wofür denke ich daran, dass ich Gott besonders dafür danken, dass ich geraad bin? Wir denken vielleicht, die haben in viel große Schwierigkeiten gelebt, die würden dort mehr neidig haben. Aber wo Schmack und wo fein wir auch gewesen sind, keiner für uns wir gerecht genug um für Gott bestimmt zu gehen. Wir alle kommen in Kart, nur einmal 3. Keiner kann bestimmen für Gott. Und so, das Mann, dem wird es wichtig, dass jedes Mal auf den Platz, wo das passiert wird, wird Gott danken für seine Erlösung. Und wir haben sehr selten ein dankbarer Mensch. Sehr selten hier wie ein Mensch, der dankbar ist, dass der wird sehr viel complain. Oder dass der wird viel andere Menschen ihre Fehler sein. Oder andere Menschen ihre Karte kommt. Ein dankbarer Mensch sieht sich selbst. Und der sieht dort, was Gott getan hat, und nicht, was er getan hat. Psalm 144, Vers 1 sagt, ich lobe den Herrn, der mich sicher hält. Ich lobe ihn, der mich sicher hält. David ist hier vielleicht all Tüßes in 144. Psalm Schrift, aber ich danke ihm, der sagt, der mich sicher hält. 2. Korinther 2, Vers 14 sagt, wir danken Gott, der uns in Christus immer siegen lässt. Die in anderer Vers, was an mich kommt, dass ich nicht immer allerweil in sich gehabt, was an mich kommt. Ich bin manchmal dull geworden, aber ich habe mich in meine Gedanken verbessert. Paulus sagt hier, dass ich dank Gott, er sagte aus der ganzen Versammlung und sagte, wir danken Gott, der uns in Christus immer siegen lässt. Aber manchmal braucht das, dass wir einmal was beleben, wo wir einmal keinen Trick kriegen, weil wenn wir nicht beleben, dann denken wir nicht an, wo wir sind. Aber wenn wir können Gott danken für die Lehre, für jede Lehre, wo wir sind, dann wird uns, da wo wir die Dinge, die in uns kommen, von der anderen Seite bekicken. Christus ist der uns sich geben wird.
Nicht ans eigene Fleisch, nicht ans eigene Kraft. Daher können wir uns ein Teil Dinge lernen, ein Teil Dinge anwenden, dass wir nicht gleichzeitig in irgendwas rahmen. Und dann geht er wieder und sagt, und so sich entscheidet Geruch verspreut, so braucht Gott uns, alle wir in Christus bekannt zu merken. Durch was? Durch Christus. Durch das, was er getan hat. Das Mann, der in Chicago abgeht, hat nicht an den Polizemann gedacht, was er gehen würde. Er hat nicht an den Oberst gedacht, was er besät wurde, und kicken, was er tut. No, er dachte an, was er belebt hat, dass wir Gott dafür zu danken. Und weil er dort tut, dann wird das Polizemann, was von dieser Dankbarkeit was mitkriegt, was am Bewegen tut, diese Art Menschen, diese dankbaren Menschen, die ist wichtig zu beschützen, because die sind ein Segen für uns Leben. Die sind ein Segen für unsere Community. Die sind ein Segen, wo wir immer wieder treffen. Die haben ein freundliches gesagt. Die reden nicht von ihren Schwierigkeiten, die reden von Jesus und ihr Leben. Wir werden uns diesen Vers noch einmal lesen. 2. Korinther 2, Vers 14. Wir danken Gott, der uns in Christus immer siegen lässt und so aus sich entscheidet Geruch verspreut, so braucht Gott uns, alle wir in Christus bekannt zu merken. Wir sind für Gott die scheinreckende Botschaft von Jesus Christus. Manch die gerat worden, auch manch die verloren gehen. Wo immer wir sind, manch die nicht zu Gott seine Gemeinde gehören, sind wir auch die ein scheinreckendes Geruch haben. Die kennen sich auf uns verloren. Die feilen ein mutsprechendes Wort von uns. Vers 16. Für die verloren gehen, ist dort ein Todesgeruch zum Tod, und für die gerat worden, ist dort ein Lebensgeruch zum Leben, aber wer ist imstande, dort zu tun? Nu geht Paulus trainen sich selbst und sagt, aber wer kann das tun? Wer kann das schöne Geruch sein? Wir uns selbst kennen das nicht. So ist das Mann, der in Chicago abgeht, er hat was, wo wir wie dort Haus, bei der steht, danken. Er hat was gekriegt, was am was wird wir, was am wichtig wird, für zu danken. Wir sind alle von klein ab gelehrt, wenn uns was gegeben wird, dann sei wir Dankeschön. Und dort ist eine sehr feine Allgemeinheit. Dort ist was Feines, was wir gelehrt worden sind, und wir sollen das auch wieder tun. Aber wenn ein Mensch von Herzen dankbar ist, das strahlt anders raus, als wenn er ein Kind kriegt und ich mich dafür bedankt. Und dann ist es vielleicht noch ein Kind, was ich nicht mal sagen gleich, aber ich will danach Dankeschön sein. Because das ist rein. Und das soll wir auch so tun. Aber dort, was ich gekriegt habe in Christus, wo ist dort in mir? Ist das so, als wenn ich ein Kind kriege, das nicht sehr viel wert ist, oder nicht sehr schön schmeckt, das ist, was ich gekriegt habe, aber das ist ein Kind, das mir nicht sehr schön schmeckt, aber ja, ich sage Dankeschön. Oder ist das so, was ich sehr gleich an lang nicht habe kriegen und nu habe ich was gekriegt. Das ist ein anderer Weg, wo ich mein Dankeschön raussprechen darf. Das kommt darauf an, dass wir sind so gesegnet und wir sind so gewarnt in uns Leben, dass dort, was wir von Christus gekriegt haben, das ist ein ganz gewöhnliches Ding geworden. Und das ist auch fein in einer Seite haben. Aber wenn das so ein gewöhnliches Ding wird, dann unsere Dankbarkeit, der verschwindet dann auf einmal und ist bloß so, als wenn ich ein Kind kriege, was ich nicht sage gleich. Aber wenn das so ist, was ich sage, das ist so, was mich auf das Leben gerät, das ist so, was mich verändert, so als wir hier in 2. Korinther lesen, dass wir entscheidend gerecht geworden sind für die, die uns beobachten, für die, die uns betrachten. Dann auf einmal hat das ein bisschen einen anderen Eindruck, als wenn ich ein Kind kriege, was ich nicht sage gleich, aber ich bin danach Fan und sage Dankeschön. Das ist Fan.
Aber was bleibt als unsere Dankbarkeit? Paulus der versucht das hier an uns nachzubringen, dass wir sollen in China gerecht sein, wo immer wir sind. Ein paar Wochen, wo ich ab war, da habe ich viel mit einem Mann zu tun gehabt und der lebt nicht mehr. Aber und dat wir in so einer wijze man, der hield viel in denk, veel ervaringen wat mij in grote zeeën weer, wat hij beleefd had. Aber hij kwam zeer hastig bei dem Punkt vertalen van wat andere am hadden willen doen. En dat wil hij veel aan zijn vertaal ramdrehen. Ja, wenn ich einmal bei euch kriegen, dass wir reden von Jesus Christus und von dort, was er für uns getan hat, yes, dann wir er dankbar. Und dann reden wir von dort, und er weiß und er kann das. Aber wenn das bloß normaler Flow wird, dann wir wohl in der Stadt werden, wo es ein Bruder und der andere Bruder, der hat was getan, was sei weiter. Und dann redet er von dort. Wir alle, wir gleichen Erfahrungen zu hören. Wir gleichen, wenn andere mitteilen, wo die Erfahrungen sind, was sie belebt haben. Aber wenn das meist in jeder Vertal was durchkommt, dass andere schuldig sind und ich reich sind, wie lange bleibt das in China gerecht? Das Monde ist in den Sinn für mich ein Segen gewesen, because ich komme einmal drüber, dass ich dann denke, dass ich nicht bloß wo andere Menschen ihre negative Dinge vertellen. Paulus sagt, dass wir sind in scheinreckende gerecht. Und wenn wir denken an, wo Paulus mit solchen Dingen anging, er vergab die. Er wird noch nicht mal ganz geheilt, und dann hat er auch vergeten, und dann vertalt er von dem guten Geschenk, was er erfahren hat an Jesus Christus. Krijgt es das Mann in Chicago abgegossen. Er vertalt von der Friede, was dann haben wir, und wir dankbar haben wir. 1. Thessalonicher 2, Vers 13 sagt, wir danken Gott auch pünktlich dafür, dass ihr das Wort, das ihr von uns gehört, sagt, das Wort, das ihr von uns gehört haben, aus Gott sein Wort annehmen. Und nicht aus Menschenwort. Das ist wirklich Gott sein Wort. Und dort wirkt ein Jünd, der durch glauben. Und uns, die wir glauben, das wird das wirken. Das wird das wirken. Und dann sagt, und Paulus sagt, das ist am so eine große Freiheit, dass die Thessalonicher dort nicht so angenommen ist, dass das seine Weisheit wird, aber das ist die Weisheit von Gott sein Wort. Und die ändert Leben. Die merkt, Dinge tragen uns. Die stellt Dinge tragen uns. Das ist das Wort, was Gott geredet hat. Vers 1, Vers 15, von dann aus ich von jenen Glauben an den Herrn Jesus hier, und von wo je alle Heilige Gott sind, hier ich nicht ab, für ihn zu danken und für ihn zu beten. So, das Vers hat einen großen Wert, wenn wir an denken, was heilige Menschen sind. Wer ist heilig? Wem nennt Paulus hier heilig? Das sind all die an Jesus Christus glauben. Und die erleben durch Jesus Christus Handel und Reinigen. Wenn dort in uns du ist, dann auf einmal dann gibt an uns ein Verlangen, Gott zu danken, für was der Nächste gekriegt hat. Und wenn ich anfangen kann zu danken, für was der Nächste gekriegt hat, dann wird meine Leben für dich auch geraten. Wo können wir Gott genug danken für all die Friede, die in uns hineingekommen ist? Dankbar sein, das beschrieben, dass ein dankbarer Mensch in der Schnitt gesünder ist als die, die nicht so dankbar sind. Paulus ruft uns ab, für in China gerecht zu sein, für wo immer wir sind.
en dat het wat andere mensen aantrekkend zijn. Psalm 109, vers 30 zegt het, ik wil den Herrn zeer danken, ik wil aan veel mensen loven. Dat is wie ik zijn, dat is wat ik wil doen. En dat is wat mij aansporen in dat, because zoals this man in Chicago opgegoes, hij wist wat hij gekregen had. En aan wie het zeer veel weet. Römer 8, vers 28 zegt het, we weten dat God in alle dingen immer het beste werkt voor die, die aan God zijn. En dat zijn die, die hij geroopt heeft, zoals hij dat wil. Alle dingen wat we beginnen, die dienen er met bij, dat het onze körper terugvormen wordt. Dat het ons wordt een zegen zijn. Wanneer we denken aan dingen wat we in ons leven doorgaan, wat ons zeer schwer moeten doen, en dingen wat we beleefd hebben, wat we terugkijken en wat ons zeer willen doen. En dan wanneer die eens voorbij zijn, dan op einmal kunnen we God danken, because nu kunnen we kracht zijn, wo we in de passiert zijn, en die zijn om ons terugvormen, dat we zo dankbaar zijn. Als Moses met het volk Israël is over de Riva weer, dan dankten zij. Maar wat we verder im Riva, dann wird Angst. Dann wissen sie nicht, was passiert. Dann wissen sie nicht, wo sie da sollen durchkommen. Aber es ist immer wieder, dann danken sie Gott. Hannah, als sie ein Baby hat, wo muss sie leiden von ihrem Mann und seiner anderen Frau? Aber es ist immer wieder. Die Zeit immer wieder. Sie anholend wieder. Dann wird sie dankbar und Gott kann dort gewaltig sehen. Because seit hat einen Jung abgetragen, der wie ein großer Segen für das ganze Volk Israel. Wenn wir die Psalmen alle betrachten, dann wird David und alle Lehren von immer war das am Weg, wo er Gott dankte, because er weiß, Gott wird der durch all das durchleiden wird. Wenn wir Josef betrachten, er ging durch sehr schwere Zeiten durch, und er wird treu und aufrichtig, und er wird im Gefängnis, und er wird von Brüdern verkauft, er wird von den Brüdern verschmäht, die glaubten an nicht mehr. Und was das ist alle immer wieder, 17 Jahre Luther, dann sagt er, nu soll ich, was Gott im Plan hat. All das, was ich durchgegangen bin, ist dort passiert, dass die kann geraten werden. Das, was wir durchgehen, bewegt uns dort, daran zu denken, dass das kann mithelfen, dass andere werden kann geraten werden, even wenn es uns was kosten wird. Kolosser 4, Vers 2 sagt, halt an am Beten und seid wacker und dankbar. Beten, abpassen und dankbare Personen sein. Dort ist ein schöner Geruch. Seid in alle Lehren dankbar, weil Gott dort in Christus Jesus von Jünd verlangt. Das wird ein anderer Vers, wo ich immer mal stillhalten darf. So, das sagt, seid in alle Lehren dankbar, weil Gott dort in Christus Jesus von Jünd, was sagt das? Verlangt. So, treten dort. Wenn wir in Jesus Christus sind, dann ist das, wo Gott nur kicken dat, dort expecten dat ist, was mein in dein Leben wird sein. Und alle Lehren dankbar zu sein. Nicht bloß in der Deel, wo uns das scheint, wo wir die Dinge verstehen können. Kolosser 1, Vers 12 sagt, es ist das, dank Gott dem Vater dafür, dass er ihn fähig gemacht hat, das Aufgabe zu kriegen, was Christus für die Heilige und Licht gemacht hat. Der hat uns aus der Gewalt von der düsteren Macht rausgerat und hat uns in einen nengesagt in das Recht von seinen Leben sehen, Jesus Christus. Und das wird uns bewegt, dankbare Menschen zu sein. Das wird uns bewegt, ein schöner Geruch zu sein, für wo immer wir sind. Die Situations können sehr viel dort beitragen, dass wir das meist nicht wollen kennen, oder das was zu viel nicht sind, der ist zugesagt, dass ich nicht kann dankbar sein. Aber das ist, wenn wir in Jesus Christus sind, und das ist, was von uns verlangt wird, nur
1. Thessalonicher 4, Vers 18. Kolosser 3, Vers 15 sagt, en lot Christus zijn vrede in jullie harten regieren. Gott hat ihn dazu gewählt, seinen Frieden zu haben, als Glieder an einen Körper und seid dankbar. So die Dankbarkeit ist von uns verlangt. Das ist, was Paulus hier sagt. Das ist, was wir sollen rückweisen. So dann können wir vielleicht an uns nachdenken in den Städten, wo wir durchgehen, oder Dinge, die wir beleben, was uns sehr weit tun, dass wir da auf einmal festhalten, oder nicht vorbeikommen, und wir sagen bloß an den schlimmen Düm, was ich ein paar Wochen sehr weit tun. Und wir können bloß nicht bei den schlimmen Düm vorbeikommen. Von der an kann ich sagen, das Düm, dass wir in was ein Feuerwerk kriegen, was ich nicht Hawaii tun, und das Schlimmste ist besser. Das klingt erst nach gut zu sein, aber das bleibt nicht mehr, das ist besser. Und so sollen die Dinge sein, die an uns nachkommen, die uns weiter in uns geistliches Leben. Yes, die tun weiter. Das kann ich keinen verstehen, wenn die Dinge passieren, was arg sind, oder was uns persönlich sehr weit tun. Das kann ich mit Worten sagen, dass das alles sehr weit. Aber Jesus, nur Paulus seine wird nur hier sagt, dass dort ist, was von uns verlangt wird, und dann wird das heilen. Yes, ich kann von der nur denken, dass ich nicht an der Hand gehen, oder ich darf weit aufgeblieben sein, dann würde mir den Düm nicht an Weih tun. Oder so kann ich denken und mit Menschen Umgang haben. Wenn ich plötzlich die Wege war, dann würde es nicht passiert sein. Oder wenn ich plötzlich still war, würde es nicht passiert sein. All diese Dinge kann ich durch ans Kopf durchdrehen lassen und dann versuchen, nächstes Mal anders zu tun. Und dann wollen wir weiter. Ob ein oder ob andere Städte ankommen, wo wir was wollen beleben, was anders ist, als wir gedacht haben. So Paulus, der an seiner Mutter sprechen, dass an Jesus Christus sind wir die dankbaren Menschen. Wir sind die, die das schöne Geruch verspreiten, was wir gekriegt haben. So ist das Mann in Chicago abgegangen. Er stand da und dankt Gott für seine Radung. Und das Plied sagt, bet wieder, ich will dich beschützen. Ich will nur sagen, dass du warst in Frieden, du kannst beten. Und muss dort immer weiter an uns anlegend sein, dass wir sind die dankbaren Menschen. Wir sind die, die was die kriegen haben, was wird erst dankbar zu sein. Und wenn uns was weitergeht, und wir was mitbelebt haben, was uns bloß sehr angreift, dass wir vielleicht in Stütze, so ich letztes sehen, das Haus bloß zu klein wird für die Weide, was ich gekriegt habe. Nun sind Feuerwerk wieder und das ist meist wahr. So gehen die Dinge wahr, wenn wir uns nach Gott wenden und dankbar sind für das, was wir da gegangen sind. Möchte Gott uns alle sehen.